Moin, mein Name ist Sophie. Heute proposieren ich Übungen für Gedächtnis und Koordination. Ich nenne es Memory, weil wir eben die Exerzice müssen memorisieren. Dafür braucht ein Würfel. Natürlich kann kleine sein, muss nicht so eine große sein wie die Noten. Und am besten eine Unterlage, wo der Würfel dann drauf gehalten könnt, wie ein Deckel von einer Schumkiste oder Platte bis mit einer hohen Wand. Wenn der kein Würfel hat, gibt auch Spielkarten, holt einfach 2 Serien von 1 bis 6. Möchtest also summen, ist nicht so wichtig. Also entweder Karten oder ein Würfel, für eben können die Übungen benutzen machen. Ich werde schon 6 Übungen proposieren. Hier ist auch dabei wichtig, die Übung nehmen an einer Bewegung, die ich nicht will. Holt kein Risiko, was Gleichgewicht angeht. Auch gerne Pause machen, so viel ihr wollt, für eben sich auch auf das Gedächtnis zu konzentrieren und auch dort noch mitzunehmen. Also, wir gehen wir die 6 Übungen durch. Versicht auch schon bei den Übungen verhalten an welcher Reihenfolge, an welcher Übung, welche Nummer hat. Schon den Übungen auch nach einer Nummer geben, für dass man vielleicht vom Gedächtnis hier vielleicht einfach auf die Nummer kommen und dann auf die Übung wie auf 12. Mal gucken. Einfach probiert die Sachen zu verhalten, ich versichere doch. Also Nummer 1, was ganz riecht. Da wollen wir ein Leder machen, weil wir wollen also groß machen wie ein Ent. Wir gehen ganz weit hoch auf der Platz. Gehen noch ganz weit hoch auf der Platz. Ganz weit hoch, das heißt Nummer 1. Ganz weit hoch, ganz weit hoch. So, das dehnt, wo wir das gut verhalten, das ganz riesig hoch. 2, wie ich schon Zopf genannt, das Zopf. Wir setzen als Bein ein bisschen nähen, können die Übung als ich mal für die Beine machen, wenn wir Zopf geferieren. Mit den Hüften. Aber wenn ihr könnt, macht ihr auch noch mit so einem Löffel mit den Armen. Ihr könnt aber auch versuchen, mit den Hüften an eine Richtung und mit so einem Löffel an die andere Richtung. Das ist nicht gerade einfach, aber könnt ihr mal ausprobieren. Und dann nicht ganz an die andere Richtung. Das sind nicht meine falsch. Probieren es noch ein Krieg. So. Und so. Wir probieren einfach ein bisschen die Hüften durchbewegen. Und der. Das ist Nummer 2. So. Nummer 3 ist dir. Wir wollen dir drücken. Dafür braucht ihr ein Mauer, ein Dir, was auch immer. Die macht ihr Hand auf die Höhe von den Schultern. Bisschen ausnehmen. Die können ich aussichten, wo der Face hinmacht, weil wir werden drücken an unserem Wäschstrecken. Wir gehen nur 4 und wir drücken also. Wichtig ist, der Bauch direkt bleiben riecht. Wir lassen uns nicht nur 4 fallen, wir spannen uns an, wir lassen Gewicht auf der, drücken uns und zurück und bleiben in Kontakt mit der Mauer. Nur es geht ganz nur bei, direkt drum wasch. Nur es nur bei, drum wasch. Für ein bisschen mehr kompliziert zu machen, in dem Moment, wo wir nur 4 gehen, können wir auch den Fuß hier rein. Anderem absetzen, den anderen Fuß und absetzen. Absetzen, absetzen. Dann haben wir nämlich Koordination von der Face an den Arm zusammen. Das ist Nummer 3, also schon so mal dir genannt mit Mauer. Kann man doch sehen. Nummer 4. Stellen wir uns 4, gesagt, weil das wie Stuhl, also machen wir Kniebeugen. Wir probieren hochzugehen, wie wir uns sitzen, aber hoch. Für das wir auch Balance halten und den Arm bewegen. Wenn wir hochgehen, gehen wir mit den Armen nur 4, hoch, gehen wir mit den Armen noch an. Bein ruhig ein bisschen ausnehmen. Die könnt ihr auch richtig auf den Stuhl setzen, an einem Abstuhl setzen, an einem Abstuhl, geht auch. Probiert aber ohne den
zu benutzen. Auf den Stuhl, Hände noch Handen, zurück. Knie schön riechen, nicht zusammen, nicht also nicht, und rum. Ja, das ist also Nummer 4. Nummer 5 sind Fensterluden. Die Fenster machen wir Fensterluden noch. Dabei machen wir Bewegung von den Beinen. Also ich schreibe noch 4, rum noch Handen. Ich schreibe noch 4, noch Handen. Also immer im Fuß drücken, noch Handen. Noch 4, noch Handen. Ja, das ist die Bewegung von den Beinen. Von den Armen, also wir machen die Hände für die Brust. Wir machen Fensterluden groß ab. Ganz weit, wir drücken Brust noch 4, schellere noch Handen. Machen wir gestreckt so. Und bringen wir bei der Brust. Dann machen wir das zusammen mit den Beinen. Ich schreibe noch 4, wir drücken noch 4 auf der Seite, wir öffnen, zurück, wir kommen uns. Das Übung kann ich noch gut am Sitzen machen, das ist wirklich kein Problem. Andere Fuß noch 4, groß, öffnen, so machen, anderen zurück. Jesseln, groß, abmachen, so machen und zurück. Nein, den längsten Fuß, groß, abmachen, groß, so machen, zurück. Da das also als Nummer 5. Nummer 6, hast auch die letzte 12 vom Würfeln, machen wir Riesenrad. Das ist das Finale. Wir machen Face ein bisschen also nicht. Eine Hand auf die Hüfte, an die andere Seite wird wie Riesenrad ganz groß gemacht. Und ich lehne mich, ich drücke mit meiner Hand die Hüfte doch ein bisschen in die Richtung und die Hand oben in die andere Richtung. Und ich wirstle. Auf die eine Seite dehne ich mich, auf die andere. Ich öffne meinen Körper. Wenn es nicht so hoch geht, mein Arm kann ich auch 4. Wenn ich einen Ball im Armen hoch. Ich kann ihn auch am Sitzen machen, das ist kein Problem. Das sind also 6 Übungen. Probieren wir sie einmal durchzugehen, für dass wir sie behalten. Nummer 1 ist Leder. Gehen wir schön weit drauf. Schön weit drauf. Den könnt man den Face gehen, den muss aber nicht, könnt auch am Sitzen. Ganz hoch drauf, ganz weit drauf. Ja, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist Zupf. Beine müssen also nähen, mehrieren. Können ihr noch am Sitzen machen. Einfach mal alles an die eine Richtung, an die andere Richtung. Weit. Und da können wir auch wechseln. Das ist nicht so einfach. Wir probieren das. Ja. Das war Nummer 2. Nummer 3 ist dir oder die Mauer. Da probieren wir direkt auf deinen Fuß zu drücken. Immer schön weit mit der Nuss, direkt bleibt riecht. Und 12 von Bewegungen. Also hier schieben wir los. Okay. Ja, das ist also Nummer 3. Nummer 4 ist der Stuhl, also Kniebeugen. 1 geht rauf, 1 rauf, 2 rauf. Hopp, hoch, hoch. Schön weit mit den Armen auf 4 an den Handen. Ja, da auch so weit er Knie nicht erlauben. Okay, du könnt Fenster oder Fensterluden. Nummer 5. Wir gehen an die Brust. Ich schreibe noch 4 Mal Fensterlüde groß ab und so. Andere Fuß. Groß ab und so. Andere Fuß. So. Und hier auch Fikas anzupassen.
Nummer 5. Wir bleiben bis Nummer 6. Und zwar Riesenrad. Face ein bisschen auseinandernehmen. Über den Kopf, große Baumann. Über den Kopf, große Baumann. Über den Kopf, große Baumann. Immer mit der Hüfte an die andere Richtung. Hier wollen wir nicht weh tun. Immer schön los. Nicht forcieren. So. Hier haben wir 6 Übungen. Probieren wir so an der Reihenfolge zu verhalten. Hier mal ein bisschen davon wegzukommen. Mal etwas ganz anderes. Wir gehen auf den Platz. Und wir müssen Piano spielen mit den Händen. Wir können auch gerne dabei singen. Oder, wenn ihr schon nicht so gerne singt, dann zählt mal alt, nimm die da so kann, 4 nehmen, die mit einem aufhängen. Von Maria, Marcel, Mathieu, ihr probiert wirklich die ganzen Namen von all den Leuten, die ihr kennt, mit M mal aufzuzählen. Aber wenn ich kann mit M auffallen, dann schwätzt dann anderen. 1 Minute lang. Nehmen wir mit den Fingern bewegen, Face bewegen. Und am Sitzen sieht, könnt ihr auch einfach mit dem Face trampeln. Arme zählen, nehmen ob die man so kennen. Wenn ihr zu pur sitzt, da könnt ihr alterniert, den einen seht ihr den anderen seht ihr und so weiter. Dass wir komplett und etwas anderes das denken. Okay. Hallo? Ein bisschen ausrüsseln. Probieren wir als ganz 6 Übungen, die wir hatten, von 6 bis 1, also den anderen Weg zu machen. Also Nummer 6, das Riesenrad. Probieren wir das Riesenrad, was war das schon mal? Wir machen die Face ein bisschen auseinandernehmen. Eine Hand auf die Hüfte. Und wir gehen beide rüber. Gut atmen, dass der Moment auch ein bisschen zu entspannen, für ein bisschen Luft zu holen. Rüber. Rüber. Nummer 5 waren Fenster. Ja, wie war das schon mal? Erinnert ihr euch? Ja, also dann für den Brust. Eva ist noch 4, groß abmachen, so, und zeigt den anderen Fuß noch 4, groß ab, so, und zurück. Hier, groß, so, und zurück. Links noch 4, groß, und zurück. Renke auf Fuß, und den anderen. So, das war als Nummer 5, dann noch 4. Was ist den noch? Das war der Stuhl. Ja, der Stuhl, wie machen wir den? Wir setzen uns hin. Rauf lieber. Also ich rauf, Hand noch 4, noch 4, noch ein Gleichgewicht nicht. Noch 4, noch 4. Und dann 4. So oft wieder eben spürt, dass es dich noch gut geht. Okay, das war Nummer 3. Nummer 2. Pardon. Nummer 3, das war Pumpen, Mauer. Das ist noch 2. Hand und Mauer. Und dabei den Fuß hier. Einfach drücken, wir können noch ein bisschen mehr bei der Wäsche. Drücken und den Fuß hier. Wieder drücken, Fuß hier. Dann noch auf 2 Füße machen. Nummer 3. Nummer 2. War als berühmten Zopf. Drehen machen, entweder nicht mehr mit den Hüften oder mit den Hüften an den Arm. Dann in die Einrichtung. Probieren wir mal an die Richtung Zopf zu drehen, an Becken an die andere Richtung. Nein, das ist falsch. Die können bestimmt besser wie ich. Drehen wir. Und dann auch ein bisschen an die andere Richtung.
Okay. Und Nummer 1 war Leder. Ja, da gehen wir noch Leder ab, ganz weit abstrecken, am Stehen oder am Sitzen. Und dann ganz weit hoch. Noch wandern könnten Welt bis auf den Boden. Und ganz weit hoch. Ganz weit hoch. Und ganz weit hoch. Okay. So, dann haben wir die 6 vom Gedächtnis. Dann machen wir komplett etwas anderes. Wir machen. Könnt ihr sitzen, wenn ihr mitsitzt, könnt ihr auch am Stuhl machen. Wir werden am Schwatzen oder Sangen oder abzählen. Mit Hand machen Bewegungen, dass wir den Kopf aufpacken, schöllern, hüften und knien. Mehr weit gehen wir nicht. Und darum zurück, hüften, knien, Kopf. Also immer um die Bewegung. Und dabei schwatzen wir. Nicht vergessen, ihr könnt auch sangen in der Welt. Und ihr könnt vielleicht so mal Dürfer oder Stiert abzählen, die mit all aufhängen, wie letzte wahrscheinlich. Mit ja, Stiert sie London oder Länder wie Liechtenstein, Lützeburg, Laos. Also, als ich ganz los war, da so macht, Hauptsache ihr macht Bewegung und ihr schwätzt. Hier ist vom Gedächtnis von den Nummern aufzulenken. So. Gut, so, lo, Pause machen, lo könnt ihr würfeln, lo könnt ihr Zufallsprinzip würfeln oder Karten anspielen. Lo geht es darum, wirklich spontan, wenn ein Zoll gewürfelt oder gezuget, eben zu gucken, welche Übungen das. Ich meine mit den Karten, als mir einfach wie die großen Würfel, ich ziehe einfach eine Karte, zack, den Ass als Nummer 1. Wenn Sie danach was Nummer 1 lassen, dann genau denken, okay, da ist Leder. Okay, dann gehen wir einfach Leder auf und Leder auf. Und Leder auf. Und Leder auf. Wenn man einen dritten Kehr schafft, dann noch einen dritten Kehr. Und noch Leder auf. Okay, so. Jetzt haben wir eine neue Karte. Eine Nummer 4. 4 war, überlegen, den Stuhl. Okay, also machen wir Übungen. Setzen wir uns auf den Stuhl, anderen zurück, auf den Stuhl, anderen zurück. Der am schön weit noch 4, schön weit noch handeln, schön weit noch 4, schön noch handeln. Ja, das ist Nummer 4. Wir nehmen die nächste Karte, Nummer 6. Überlegt, kurz, was war Nummer 6? Ja, Riesenrad, ein bisschen nähen, eine Hand auf die Hüfte, und wir bewegen das auf eine Seite, auf die andere Seite, lehnen wir uns auf die eine Seite. Und auf die andere. No, dann haben wir Nummer 6. Und so weiter. Was ihr könnt machen, ist entweder zweimal an den Nähe würfeln, also die ersten 12 verhalen, 9 würfeln die 2 12 und dann nur nähen, die 2 Übungen zu machen oder mit den Karten eben 2 Karten zählen. Ein 5 und ein 4. Da weiß ich, okay, ich mache also 5 und direkt nur Nummer 4. 5 war, das will ich kurz überlegen, das war Fensterluden, ja, wir gehen nur 4,
machen groß ab, gehen noch hin, machen so. Andere Fuß, noch 4, so, andere Fuß, noch 4. So, du wisst ja schon, wer eine Nummer als nächstes könnt. Und das schon direkt überlegen und noch ein linkse Fuß direkt Nummer 4 machen. 4 warum der Stuhl. Machen wir viel Kniebeugen. Wir können noch für euch selber daheim eine andere Zahl machen als ich überlegt. Okay. Es gut klappt mit so Zahlen, könnt ihr mehr Zahlen bei Ihnen machen. Zum Beispiel Geburtstag und Geburtsmond. Also den Tag und den Mond, wenn er dann noch wie später im Jahr und wie später im Mond Geburt sitzt, dann nur ein bisschen mit Zahlen zu machen. Leider 0 geht es nicht, da ist eben Pause oder Juppie rufen. 0 machen wir einfach nicht mit. Noch mehr kompliziert Kinder zum Beispiel Telefonummer machen. Als will nur die Übung machen. Das ist eine Idee. Und dann, über den ganzen Tag, alles von der ein Zahl zwischen 1 und 6 gesieht oder so, kann ihr an die Übung denken und sie dann noch machen. Das wir ein flottes Gedächtnisexerzice kombiniert mit Bewegung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bleibt gesund, auf fit und bis geschwind.